Weiter geht's mit Burst Limit. Und wie im letzten Part versprochen und beziehungsweise angekündigt, habe ich das Ganze neu angefangen, damit immer der aktuellste Kampf angezeigt wird. Und in diesem machen wir auch gleich weiter. Pflanzenmänner, Feinde von unten. Tension gegen Pflanzenmann. Das kann ja was werden. Obwohl, also eigentlich müsste der Kampf ganz easy sein und so. So stark waren jetzt die Pflanzenlinge auch wieder nicht. Zumindest, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, mal sehen. Na schön, ich fange an. Das muss wehtun. Eieiei. Okay, ihn könnt ihr auch nicht. Na gut, wann immer du bereit bist. Was? Tension, hast du die jetzt gerade verstanden oder was? Egal. Die kämpfen ein bisschen gegen dich. So schon mal nicht. Etwas nervig, gebe ich gerade zu. So, geht doch. Wow. Und der Dumper hat überhaupt nichts gebracht. Dann kommt das Teleporting wieder. Komm schon, steh auf. Was war's schon mit meinem? Dass das so schnell geht, wusste ich jetzt auch wieder nicht. Die eklige Säure. Das kann Tension dann eigentlich alles. Ja? Pflanzenmann, Deckangriff! Kann noch einen aus dem Hinterhalt. Na, Komm schon, hau ihm eins rein! So, jetzt reicht's mir aber. Aura-Funke! Hä? Achso, es war schon wieder. Meine Güte. Man kann überhaupt keine richtigen Kombos aufbauen, hey, die sind immer so schnell down. Sag ich schon, was ich wirklich drauf habe, Alter. Den Trick kann ich auch. Stell dir vor! Und wieder mal so down. Jetzt soll ich gerade zum Verfolgungssprint ansetzen und was ist? Wieder mal nichts gewesen mit den Spesen. Was sagst du jetzt? Wieso kriegt der den Boden rum? Einfach mal normal, ey. Bitte, wenn du nicht anders willst. Meine Güte. Okay, also die Gegner waren jetzt wirklich mehr nervig als was anderes. Schnell Verfolgungsangriff hinterher und... Tschüss, Mann. So viel zur Story. Was denn jetzt? Vegeta hat sich um sie gekümmert. Hm? Er ist ein Monster. Ja, irgendwie schon, ist ziemlich unbarmherzig. Hm? Du. Weiter geht's mit dem nächsten Kampf. Ja, genau, das war's ja. Wir haben Chu gegen die Pflanzenmänner. Das kann was werden. Wieder mal die Dragon Balls, die rumkugeln wie Murmeln. Beziehungsweise wie Murmeln. Oder? So irgendwie ging noch der Spruch. Egal. Keine Zeitvertreib halt. Das Spiel ist aus. Tun wir's. Okay. Das ist aber ziemlich zweideutig an Schuh. Warte. Wow, mit den Füßen sogar über dem Kopf. Gar nicht mal übel. Echt mühsam hier irgendwelche klugen Angriffe auszuführen. Perfekt ab. Nein, eben nicht. Na, Mann, ey. Da ist nervt zu flink. Geht doch. Was zum... Ja. Bist du nieder? So wollte ich es haben. Der ist wieder mal down. Number 2 ist an der Reihe. Aber nicht lange.
Oder doch? Was war das denn gerade für eine Attacke am Schuh? Hä? Wieso? Mann, nee. Jetzt reicht's mir aber. Ja, jetzt lachst du nicht mehr, was? Durch die Fresse rein! Schick dich zurück in den Boden! Schau dir die Radieschen von unten an! Die Gemüsefutzi. Und wieder von oben, ne? Und der nächste bitte. Nummer 3! Ja, schon gut. Was denn jetzt? Wieder daneben zur Hilfe kommt. Und tschüss, Mann. Jetzt habe ich ein kleines Problem, jetzt habe ich kein Schaffen mehr, hätte ich beinahe gesagt. Nein, kein Key mehr. Telefon funktioniert auch nicht mehr, wie es soll. Gut ausweichen. Ja. Der wäre auch nicht übel, war. Schon wieder down. Ist echt nicht einfach hier kluge Kombinationsangriffe an sich auszudenken und die so schnell down gehen, ey. So. Was? So wütend. Mann, ey, ich war so schön im Angriff drin und dann... Das ist auch so was ich an dem Spiel nicht so mag, aber egal. Und tschüss. Tja, der steht nicht mehr auf. Wie der aussieht, den Zunge rausstreckt. Ich denke, mit dem Rest komme ich gut rein, klar. Yanshu. Mann, lass mich los, ey! Ich bin nicht schwul! Was soll der Scheiß? Was zum... Nein! Er ist tot. Dieser verdammte Zwerg von einem Pflanzenmann hat Yanshu gekillt, indem er sich selbst in die Luft gejagt hat. Ist das ein Homopimmel, ey? Alter. Yanshu, er ist tot. Das ist die Macht des Zorns. Oh nein, jetzt kämpfen wir als Napper. Müssen wir die Zeckkämpfe auseinandernehmen. Ach du Scheiße. Na gut, im Prinzip ist das eigentlich ein leichter Kampf, aber ich bin nicht so gerne einer der Bösen, ganz ehrlich gesagt, weil ich mir da etwas wie am falschen Platz vorkomme, um ehrlich zu sein. Also, wer will zuerst, hä? Ja. Tenschner muss dran glauben. Er hat überhaupt keine Chance gegen Nappa. Gar nicht gut. Verdammt! Und auch Tenschner muss dran glauben. Glaube ich zumindest, obwohl, wenn er so weiterkämpft. Kämpft gar nicht mal so schlecht. Was hat ein Nappa schon wieder für Spezialangriff? Mann! Okay, offenbar gar keine guten. Hä? Was war das? Ach so, jetzt. Das ist alles? Okay, Nappa, deine Angriffe sind scheiße, wenn ich das so sagen darf. Ja, mein Reden sind scheiße. Ich kann auch anders spielen. Und Verfolgungsangriff. Ja, die Rübe ein. Mach aus dir wieder ein Zweiauge. Und gehen Bogen. Lange dauert es auf alle Fälle nicht mehr. Ja, nimm das.
Das alles? Ach, teleporten kann ich auch wieder nicht mehr. Mann. Oh, gar nicht gut. Kann ich sagen, du sollst dich verteidigen, dann mach das auch. Oder so. Also mit Nappa zu spielen ist echt mühsam. Meine Spezialangriff sind sowas von nicht der Hammer. Einfach unglaublich. Der ist unmöglich, der ist so fies. Was? Ah ne, falsch gelesen. Du weißt einfach nicht, wann Schluss ist. Ich lebe noch, du Idiot. Ich werde dich rächen. Schau so! Dann werden wir wieder zusammen sein. Ich verspreche dir, ich lass dich nicht allein. Kiko-Kanone! Was? Puh, hast du mich erschreckt? Nein. Okay, also zur Erklärung. Die ganze Szene war im Anime natürlich vollkommen anders und im Manga natürlich auch. Ich meine, im Original, wie war's da? Ganz genau. Tenshinhan hat den Kampf gegen Nappa am Überleben. Der linke Arm war's, hat er also der Arm nicht, die Hand hat er verloren. Chaozu wollte daraufhin Nappa besiegen, hat sich selbst in die Luft gesprengt, auf Nappas Rücken, wollte ihn damit erledigen, hat leider nicht so ganz geklappt. Chaozu ist aber dabei draufgegangen, Nappa hat keinen einzigen Kratzer davon getragen. Ja, und jetzt, wie eben gerade gesehen, wollte Tenshinhan Rache nehmen, aber auch die Kiko-Kanone hat nichts gebracht und durch den hohen Energieverbrauch ist er draufgegangen. Und jetzt für die Krillin-Rache. Aber auch er schafft es nicht wirklich. Du Knirps, komm sofort zurück! Aber ich kann mich noch erinnern, dass Krillin ziemlich mühsam war. Und dann, weil er so klein ist und aber so wie ohnehin nichts drauf hat. Das macht eigentlich so einen ultimativen Angriff schon wieder. Ja, immerhin kann der was. Was lacht für Elite? Also das Traumobjekt, ja. Das sich also, sofort aktiviert, sobald irgendeine Situation eintritt. Ja, die aktivieren sich selbst. Wow. Ah, bin ich ein Volltrottel, hey. Okay, das war mein Fehler. Gebe ich ganz offen ehrlich. Aber der war cool. Ach, noch mein Fehler. Oh. Ja, es hat geklappt. Eine kleine Konzentrationsspiel. Wieso klappt es mit R2 nicht mehr? Ah, das kann ich auch. Immerhin teleportieren klappt noch. Mit R2 kann normalerweise solche ultimativen Angriffe problemlos abwehren. Irgendwie. Jetzt heißt es wohl alles oder nichts. Ja, versuch mal was. Spezialfinisher, K.O. Das war eigentlich ziemlich unerwartet. Das war's wohl. Jetzt ist es soweit. Zeit zu sterben. Nein! War's das etwa mit Krillin? Wieder mal Zeitrang, ja. Gohans Test ist jetzt verfügbar. Wie ging der schon wieder? Ah ja, jetzt kämpfe entweder mal als Gohan, beziehungsweise das erste Mal überhaupt als Gohan, gegen Nappa. Das dürfte ein ziemlich spannender Kampf werden. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Ciao zusammen!